Also die einen fühlen bei Dekonstruktion, ja unbedingt, ja endlich. Viele Menschen wollen die Herrschaft von Jesus Christus in ihrem Leben nicht. Es ist die Schlange, die einflüstert, Gott hat das so nicht gemeint. Der Feind versucht mit so Zweifel hineinzukommen. Spiegel mal dich selber. Ja. Also, willst du wirklich für den Rest deines Lebens in einer Opfermentalität drin bleiben? Wenn du selber merkst, du bist verletzt von Kirche und vielleicht hast du wirklich gute Gründe, aber ich bitte dich, bitte vergib der Kirche um deines Glaubens willen. Ja, ich glaube, die Bibel fordert auch von dir, einen gewissen Umgang mit deinen Verletzungen umzugehen. Falsches Versprechen, wenn man glaubt, dass man durch Dekonstruktion erst ein höheres Level an Glauben kommt. Was passiert, wenn der Glaube, der einst dein Fundament war, plötzlich ins Wanken gerät? In den letzten Jahren hat sich dieser Begriff Dekonstruktion des Glaubens durchgesetzt. Aber was ist Dekonstruktion genau und wie kannst du konstruktiv mit Zweifel umgehen? Das schauen wir uns jetzt an. Diese Fragen behandeln wir jetzt im Sunday Night on Air. Bei mir sitzt hier Joel. Yes! Sunday Night on Air! Schon lange keine Folge mehr aufgenommen. Ja, das ist cool. Ich freue mich, Tim. Ich freue mich auch. Geht's dir gut? Dekonstruktion, ja. Das ist super, ja. Ja. Die auch? Ja? Heute schon dekonstruiert? Nein, aber in den letzten Jahren. Du so? In den letzten Jahren, ja, immer wieder gut dekonstruiert. Man kommt nicht drum rum. Also es war wirklich, ich habe das Gefühl, vor 10 Jahren habe ich zum ersten Mal von diesem Begriff gehört, Dekonstruktion. Vor 10 Jahren. Ja, ich denke, das war etwas so. Also es war damals im 20s. Ich glaube, gerade so in diesen Jahren, so Anfang 20 und gerade wenn man irgendwie mit dem akademischen Umfeld konfrontiert ist, dann ist man einfach mit der Dekonstruktion beschäftigt oder man muss sich damit auseinandersetzen, auch mit der Frage, du hast es eingeleitet, hey, mein Glaube, ist der mein Fundament, warum ist er das? Und wo man auch merkt, okay, ich muss gewisse Dinge neu denken. Ja, und ist genau so. Ich möchte gerade mal anfangen damit so, was ist dann diese Dekonstruktion genau? Weil ich glaube, das ist mal wichtig, sich das mal überlegen oder auch den Begriff auch verstehen oder auch, dass ihr versteht, über was wir genau sprechen. Ich habe hier eine Definition, so, die Dekonstruktion. Was ist Dekonstruktion? Dekonstruktion ist der Prozess des Hinterfragens, des Reevaluierens oder sogar Niederreißens von traditionellen Annahmen oder Grundüberzeugungen des Glaubens oder der Realität. Ich mache es nochmal in anderen Worten. Also Dekonstruktion bedeutet, das, was ich früher geglaubt habe, auf dem, was ich gestanden bin und auch mein Leben darauf aufgebaut habe, das hinterfrage ich, diese Grundüberzeugungen hinterfrage ich, diese Annahmen, der Glauben hinterfrage ich, reevaluiere ihn oder reiße ihn auch nieder. Und sage zum Beispiel Dinge wie, aber weißt du, das habe ich früher geglaubt. Aber heute bin ich älter, weiser, fortgeschrittener und kann das nicht mehr glauben. Das ist so in anderen Worten, was Dekonstruktion ist. Ich finde das ein bisschen eine gefärbte Definition des Ganzen. Weil stimmst du mir nicht zu? Mit dieser Definition, ja. Ich finde sie nicht gut, weil, also es gibt für mich 2 Gründe, wo ich Mühe damit habe. Ich finde, Dekonstruktion ist im Begriff steckt das ja schon drin, dass man eben etwas niederreißt, muss nicht niederreißen, aber dass man etwas abbaut. Es ändert sich wirklich etwas und man verändert bewusst etwas. Und ich habe das Gefühl, der Punkt ist, das ist nicht, kommt dann eventuell dazu, sondern das gehört für mich immer dazu. Und die andere Seite, das Reflektieren und Reevaluieren, das passiert sowieso. Also wenn man in einer Beziehung mit Jesus lebt, dann gehört das ja zu, dann ist man im ewigen Dialog und dann ist man mit Gott unterwegs und mit jeder Berührung, die ich mit Gott habe, überdenke ich meinen Glauben ja sowieso. Und das wird so ein bisschen klein gespielt. Nur wenn du dekonstruierst, dann wird dein Glaube wieder reevaluiert und dann wird er reflektiert. Ich glaube, darum ist es für mich so ein bisschen,
Bei Dekonstruktion schwingen ja sehr viele Dinge mit. Und das habe ich auch schon erlebt. Schwingt mit. Also die einen fühlen bei Dekonstruktion, ja, unbedingt, ja, endlich. Das muss man machen. Das kommt so dieser, ja, endlich. Die anderen haben eher eine Vorsicht. Das ist gefährlich. Man sollte nicht dekonstruieren. Und andere wiederum haben die Schnauze voll von diesem Begriff, weil immer da eine gewisse Arroganz eben auch mitschwingt. So erst wenn du durch das Rationale deinen Glauben ergründest hast, erst dann ist er wirklich was wert. Und das schwingt eben ein Stück weit mit. Und ich merke, darum ist es so, für alle, die es jetzt, und das ist ja immer der größte Teil der Nachfolger von Christus, von Jesus, sind jetzt nicht, dass sie das Intellektuelle an Gottes Beziehung das Wichtigste finden. Das müssen wir uns immer noch in die Relation sehen. Das ist nur ein gewisser Teil der Christen macht das und das hat seine Berechtigung, aber es ist nicht so, dass jeder Glaube erst Gültigkeit kriegt, wenn er intellektuell durchdacht ist. Also du sagst eigentlich zwei Dinge. Erstens, Dekonstruktion ist, es gibt so diese Ansicht, dass Dekonstruktion, nur wenn du dekonstruiert hast, deinen Glauben, dann glaubst du richtig. Oder dann bist du auf der richtigen Seite der Geschichte, dann bist du fortgeschritten, dann hast du so deine Vergangenheit hinter dir gelassen, jetzt weißt du mehr, du bist erleuchteter oder weißt jetzt wirklich, was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Und das andere, was du sagst, ist wegen der Definition ist eigentlich, also du würdest sagen, du hinterfragst deinen Glauben. Ja. Und du reevaluierst ihn auch in deiner Beziehung mit Gott und in deiner Beziehung mit der Bibel und in der Kirche, wie du lebst. Aber das wäre für dich nicht Dekonstruktion. Ich halte mich einfach, also ich finde immer, wenn ich meinen Glauben schon lebe, dann möchte ich ihn leben, so wie die Bibel das sagt. Und die Bibel gibt uns ja auch Begriffe wie mündig werden. Oder auch, wo Paulus sagt, hey, gewisse kindliche Dinge habe ich abgelegt. Als ich noch ein Kind war, habe ich das anders gemacht. Und das ist völlig okay und es gehört zum Wachstum dazu. Und da in eine Mündigkeit hineinkommen, in ein größeres Verständnis oder auch wieder Erkenntnis gewinnen, in der Liebe wachsen. Ich finde auch das ganze Thema vom Zerbruch, wo man hindurchgeht, oder auch von sich unterordnen auch und dann ermahnt werden von jemandem Externem und dann dadurch lernen. Das ist ja ein Riesenthema mit Jesus. Ein Jünger von Jesus sein, das ist immer ein Riesenthema, da zu wachsen. Und die Bibel gibt uns eigentlich viele Begriffe. Und ich finde, Dekonstruktion nimmt halt alles immer auf ein rein intellektuelles Level. Darum, ich finde das mega wichtig und ich bin pro Dekonstruktion. Ich finde das auch sehr gut. Aber ich finde immer, man muss es irgendwo durch einordnen. Die Bibel spricht noch ganzheitlicher von Entwicklung, glaube ich. Und ich finde es ein falsches Versprechen, wenn man glaubt, dass man durch Dekonstruktion erst in ein höheres Level an Glauben kommt. Okay. Das finde ich, genau, das muss nicht sein. Das ist eine Art davon. Ja. Hast du ein Beispiel, vielleicht das hilft einmal, um den Begriff ein bisschen besser zu fassen. Hast du ein Beispiel von Dekonstruktion, entweder vom eigenen Leben oder von Menschen in deinem Umfeld, das du beobachtet hast? Vielleicht du hast gesagt, vor 10 Jahren bist du das erste Mal diesem Thema begegnet, diesem Wort begegnet. Gibt es da Beispiele, so dass wir ein bisschen, was du jetzt sagen würdest, das ist Dekonstruktion oder da siehst du, da wird etwas dekonstruiert, vielleicht eher auf eine, lass mal sagen, auf eine nicht hilfreiche oder gefährliche Art? Ich möchte kurz, also ich mache mal zwei Beispiele. Also ich finde, wie ich mich intellektuell mit gewissen Bibelstellen oder Bibelkonzepten auseinandersetze. Ich finde zum Beispiel, wenn wir die Dreieinigkeit. Ich finde, das kommt in der Bibel schon auch ein bisschen vor, aber ich habe gemerkt, ja, dann wird im Jesaja gesprochen von den 7 Geistern Gottes, also wird da nochmal ein ganz anders, dann sind es 7 Geister plötzlich, Jesus und der Vater, und es ist einfach, ich habe gemerkt, dass mit der Dreieinigkeit kommt so oft bei uns Christen vor, aber ist eigentlich nur ein Modell. Und wenn man dann Gott wieder in eine Dreieinigkeit hineinquetscht, und das hat mich richtig genervt und ich habe angefangen, wirklich, es hat mich jedes Mal getriggert, wenn jemand von der Dreieinigkeit gesprochen hat. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin zum Punkt gekommen, das ist für mich so ein emotionales Ding und ich merke, ich fühle mich irgendwie von meinen Gedanken her überlegen, wo ich einfach gemerkt habe, diese Dekonstruktion ist jetzt mehr für mich, damit ich mich besser fühle, als dass ich wirklich merke, es ist hilfreich. Dass Gott als Vater, als Sohn und jetzt auch als Heiliger Geist da ist, da kann ich ja sagen. Und wenn es
eine Übereinstimmung unter Millionen von Christen seit Tausenden von Jahren gibt, dass eine Dreieinigkeit eine gute Sichtweise auf Gott ist, darf ich mich auch mal meinen Intellekt wieder unterordnen und sagen, Joel, nimm das doch einfach so. Vielleicht ist ja da auch ein Schatz drin für mich, auch wenn ich es momentan mit meinem Intellektuell eher blöd finde. Das ist zum Beispiel, habe ich gemerkt, hey, da brauche ich jetzt nicht, das weiter dem nachzugehen und zu dekonstruieren. Ein anderes Bild? Ja, noch ein anderes Beispiel. In meinem Psychologiestudium habe ich gemerkt, wie schon nur die Psyche, das Gedankliche, also das Unsichtbare, das Mentale und das Körperliche extrem stark zusammenhängt. Also du kannst gewisse Psychopharmaka nehmen und sie verändern deinen Charakter. Also sie verändern deine Denkweise so krass. Also diese Aufteilung habe ich dann gemerkt von Körper, Seele und Geist, dass das immer auch unter Christen so stark getrennt wird und dann in dem Fall bei Gott zählt nur der Geist und was der Körper macht oder die Seele ist negativ und darum musst du sowieso. Diese starke Trennung habe ich gemerkt, das ist wirklich durch ein Modell und das ist einfach, kann man schon so sagen, ich kann es stehen lassen mittlerweile, aber ich habe gemerkt, dass immer wenn so eine starke Theologie kommt, die darauf basiert, ja weißt, die Seele ist nur die Seele und was du mit der Seele machst, ist nicht so wichtig, wie was der Geist macht und was der Körper macht, ist nur auf körperlicher Ebene und dann ist mit der Sexualität, ist ja nur körperlich, spielt sowieso keine Rolle, Hauptsache du machst es. Und da habe ich gemerkt, damit habe ich Mühe und das möchte ich dekonstruieren, diese krasse Aufteilung von Körper, Seele, Geist. Ich sehe das viel fließender ineinander über und gewisse Dinge, die ich auf dem Körperlichen mache, haben einen geistlichen Impact und gewisse Dinge in meinen Gedanken, was seelisch ist, hat Einfluss auf den Körper, wiederum das hängt alles viel mehr zusammen und ist nicht um zu trennen, sondern es braucht die Bibel nur um eine Einheit darzustellen, das Gesamte. Also das habe ich wirklich erfolgreich dekonstruiert. Das sind so meine 2 Beispiele von Dekonstruktion. Ja. Das Schöne ist, was ich merke bei diesen Beispielen, ist, dass die Dekonstruktion hat schlussendlich, was hat das mit deinem Glaubensleben gemacht? Das ist ein guter Punkt. Ich wollte mündig werden, ich wollte wachsen dadurch. Und als ich gemerkt habe, eine Dekonstruktion führt mich dahin, dass ich einfach mehr gefrustet bin und mich erhabener gefühlt habe oder einfach oder es bringt mich nicht näher zu Jesus. Das war für mich das Entscheidende. Es bringt mich jetzt nicht näher oder weiter in meiner Beziehung mit Jesus. Dann habe ich gemerkt, es bringt mich nicht weiter in der Gemeinschaft auch zueinander, sondern es ist einfach, ja, dann anhand von dem habe ich dann loslassen müssen. Ja, also es hatte eine gewisse Art von Frucht. Ja. Und zwar sozusagen eine positive Frucht für dein Glaubensleben. Ja. Es hat es stabiler gemacht, stärker, oder? Würdest du sagen? Stärker, stabiler, klarer. Und es hat dich auch nicht von Gott wegbewegt. Ja. Oder eher näher zu ihm. Ja. Darum, ich finde es eben noch interessant, dass eben auch die Bibel ja eben von dem Wachstum von Mündigkeit irgendwie auch spricht. Und da ist ja es baut auch darauf auf, was habe ich schon erlebt. Also ich finde immer das immer ein bisschen kritisch, wenn man dann einfach alles wegwirft, was man je erlebt hat. Und dann auch alles wegwirft, was Gott je in meinem Leben getan hat, an Erkenntnis und so. Und manchmal auch alles wegwirft, was andere, die auch noch die gleichen Überzeugungen haben, wie du früher, das wirft man dann manchmal auch über Bord. Und das verurteilen, Sagt ihr glaubt halt noch so. Ja. Weil ich denke, bei Dekonstruktion gibt es wie zwei Wege, die man einschlagen kann. Es kann genauso sein, wie du es jetzt erzählt hast, dass man dekonstruiert und der Effekt davon ist ein positiver im Glaubensleben. Du kommst näher zu Jesus. Ja. Du wirst ihm ähnlicher, du stehst stark und stabil und deine Beziehung zu ihm blüht auf und deine Beziehung zu anderen Christen blüht auf. Aber dann gibt es eben auch eine Art von Dekonstruktion. Ich denke, in den nächsten paar Minuten möchten wir über das sprechen, wo Dekonstruktion eher die gegenteilige Wirkung hat, wo sie dich eher wegführt von der Gemeinschaft mit anderen Christen, vielleicht wegführt von der Kirche, wegführt von der Bibel, wegführt vom Glauben an Jesus. Und vielleicht lass uns mal ein bisschen über das reden. Ich glaube, und wir möchten das überhaupt nicht irgendwie, das ist zum Teil ein riesiger Schmerzpunkt auch, weil
Weil das wird nicht einfach so ausgelöst. Wir haben hier ein paar Gründe, warum diese Art von Dekonstruktion ausgelöst werden kann. Und uns ist natürlich bewusst, dass nicht alle, jede Geschichte von Dekonstruktion ist einmalig, einzigartig. Aber es gibt so gewisse gemeinsame Nenner, warum Menschen ihre alten Annahmen, ihre alten Glaubensüberzeugungen hinterfragen oder eben niederreißen. Ja. Und schlussendlich sieht man sie nicht mehr in der Kirche oder genau, sie haben irgendwelche Ansichten. Lass uns mal über das reden. Und ich denke, ich fange mal mit dem ersten an. Etwas, das ich beobachte, warum viele Leute ihren Glauben dekonstruieren, sie werden in der Kirche verletzt. Sie machen irgendwelche traumatische Erlebnisse, Erfahrungen in der Kirche. Und ich denke, es ist gerade diese Woche wieder herausgekommen von einem Jugendpastor, der sich sexuell vergriffen hat. Es kommen unglaublich viele von diesen Geschichten hervor. Oder von Pastoren, die sich nicht richtig benehmen, die Heuchler sozusagen, die etwas predigen auf der Bühne und dann leben sie etwas anderes. Und es kommt so vieles ans Licht. Und vielleicht ist es gar nicht das, sondern vielleicht ist es eher, Christen verletzen dich, die Kirche verletzt dich, sie macht etwas und das verletzt dich. Und dann hört man zum Beispiel Aussagen von solchen Menschen, hört man dann so, hey, weißt du was, ich wurde von der Kirche verletzt, das ist nichts mehr für mich. Und ich denke, das ist für mich, wenn ich das immer höre, wie ich darauf antworte, für mich ist das so eine vage Aussage. Weil, was heißt das, du wurdest von der Kirche verletzt? Das ist so vage, es ist so ein großer Begriff, die Kirche hat dich verletzt. Weil der Fakt ist ja der, du wurdest nicht von der Kirche verletzt, du wurdest von spezifischen Menschen in einem spezifischen Kontext, in einer spezifischen Community verletzt. Ja. Also du kannst benennen, was passiert ist, du kannst auch benennen, wer es gemacht hat. Es ist ein Mensch mit einem Namen, mit einem Gesicht, der wahrscheinlich dich verletzt hat. Es ist nicht die Kirche im Großen und Ganzen. Und was ich eben dann manchmal höre, ist, dass Menschen sagen, ja weißt du, Kirche funktioniert für mich so nicht. Oder funktioniert, weil... Und ich glaube, manchmal müssen Menschen wirklich auch aus der Kirche raus. Manchmal ist eine Kirche toxisch oder du hast wirklich schlecht und du musst raus und du brauchst einen gewissen Abstand. Aber Menschen brauchen manchmal auch diese Aussage, um nicht mehr in die Kirche zu gehen. Und das, glaube ich, das würde ich konfrontieren. Weil ich glaube nicht, dass du als Christ die Option hast, ohne christliche Community zu leben. Ich glaube, Jesus lässt dir diese Option nicht. Und ich glaube, es müsste irgendwann ein Moment kommen, vielleicht brauchst du ein bisschen Zeit. Vielleicht musst du auch gewisse Kirchen anschauen, wieder, dich rein, braucht Zeit, wenn du solche schlimme Erfahrungen hast. Die können traumatisch sein. Aber Jesus wird dich nie als isolierter Christ zurücklassen. Nie. Also, irgendwann musst du dich wieder zum Zweck von Lehre, Ausbildung, von Mission, wieder diesem Kontext einfügen. Weil das andere ist keine biblische Option. Ja, genau. Aber das muss man sich halt auch eingestehen, dass die Bibel nicht lehrt oder dass du als Christ nicht gedacht bist, um einfach alleine mit deinem Jesus für immer deinen Weg zu gehen. Und auch wenn das eine Zeit lang vielleicht so ist, oder wenn ich meine Frau zum Beispiel nehme, sie ist aufgewachsen und sie war die einzige Christin in ihrer Familie, hat jetzt auch nicht eine Kirche gehabt und hat lange Zeit einfach ihren Glauben mit Jesus alleine in ihrem Zimmer aufbauen müssen. Sie hatte eine Bibel da gelesen und erst dann später, als sie ein bisschen älter war, Teenager, konnte sie sich dann einer Kirche anschließen. Also es ist nicht so, dass Gott nicht mit dir einen Weg gehen kann, wenn du gar keine Kirche hast. Und ich glaube auch, noch Verletzung von Kirche. Ich habe oft auch erlebt als Pastor, dass eine große Verletzung auch ist, dass man höhere Erwartung gehabt hätte an Kirche. Und die Kirche hat die Erwartung nicht erfüllt. Ja. Auch, dass man sich auch verschätzt, dass man vielleicht denkt, jetzt bin ich in der Kirche, da sind so viele Leute, haben Freundschaften, aber mir gelingt es nicht, Freundschaften aufzubauen. Und dann distanziert man sich oder man ist eben, dann ist man auch versucht zu sagen, ja, die Liebe unter Christen, ich habe das nicht gemerkt, ich bin da weg und jetzt sobald ich mal nicht da bin, meldet sich auch niemand und da kommen große Verletzungen hinein und dann, dass man dann sagt, ja komm, dieser Gott, diese Kirche, der ganze Glauben, das schmeißt einfach vom Emotionalen her, ich bin so verletzt von dem allen, ich will mit allem gar nichts mehr zu tun haben und dann auch auch Gott und den Glauben an Jesus eigentlich deshalb auch rauswirft.
das tönt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber man kann, wie haben wir das gesagt, manchmal braucht es Zeit, um zu heilen. Und wir wissen nicht, was Menschen für Erfahrungen gemacht haben, aber manchmal wird auch einfach die Kirche gebraucht als Ausrede, eine Verletzung von Kirche als Ausrede, gegen Gott auch zu rebellieren und eben genau nicht das zu tun, was Jesus uns aufträgt. Und ich glaube, da würde ich auch wirklich Menschen manchmal auch anraten, hey, spiegel mal dich selber. Ja. Also willst du wirklich für den Rest deines Lebens in einer Opfermentalität drin bleiben? Weil ich glaube, die Bibel fordert auch von dir einen gewissen Umgang mit deinen Verletzungen umzugehen. Und wieder dich zu versöhnen auf irgendeine Art und Weise. Und nicht in der Verletzung zu bleiben. Ich glaube auch, eben an dieser Stelle auch, ich bitte, wenn du selber merkst, du bist verletzt von Kirche und vielleicht hast du wirklich gute Gründe, aber ich bitte dich, bitte vergib der Kirche. Nicht, dass du wieder voll irgendwo eintreten musst und wieder voll dich irgendwo mit committen musst, aber bitte vergib der Kirche um deines Glaubens willen. Ja. Weil wenn das dein Fundament bleibt und du nimmst es rein, vergib und dann lass los und vielleicht suchst du dir eine neue Gemeinschaft oder eine andere Form. Ich finde das auch gar nicht so schlecht, dass es ganz unterschiedlichste Formen gibt von Kirchen. Und wo du vielleicht merkst, hey, eine andere Kirche sagt dir mehr zu, wo du dann Anschluss findest. Aber bitte bleib da nicht stehen. Lass solche Verletzungen dich nicht hindern, Gott wirklich nachzufolgen. Das ist eine Riesenlast. Wenn du grundsätzlich Kirchen gegenüber verletzt bist, dann ist es wirklich, ja. Und ich würde sogar in meinem Leben hinzufügen, ich hätte nicht so einen fruchtbaren, stabilen, freudestiftenden Glauben ohne die Kirche. Ohne Menschen, die mit mir diesen Weg gehen, die an Jesus glauben, mit denen ich mich treffe, die tragen mich. Aber es ist schon mühsam. Ja, Menschen sind anstrengend. Auch so. Ich mache einfach eine Klammer. Im Fall auch, es gibt ja viele auch Leiter von Kirchen, die dekonstruieren. Und ich bin oftmals auch ziemlich der Überzeugung, oder zum Teil weiß ich es auch, dass der Grund, dass diese Leiter den Glauben hinter sich gelassen haben, ist, dass für Leiter ist manchmal die Kirche auch verletzend oder andere Leiter oder wie sie hart angegangen werden oder zu hart beurteilt werden oder einfach auch gewisse, das ist wirklich, also ist auch nicht einfach und das ist immer noch interessant manchmal, warum gewisse Pastoren plötzlich auch nicht mehr glauben, weil sie genauso verletzt sein können. Also die Pastoren müssen genauso auch vergeben mit den Leuten, wo sie verletzt werden. Ja. Also wir haben hier uns alle nicht aus. einen Motivator, ein Antrieb für Dekonstruktion kann wirklich sein, Verletzungen von Kirchen. Wir haben noch andere. Es kann auch zum Beispiel ein Grund sein, dass du, okay, das ist auch ein bisschen, ja, das fordert auch heraus, wenn du den Menschen gefallen willst, also einen gewissen Social Pressure der Kultur, in der du bist, also du willst den Menschen gefallen. Und dann kommen Lehren aus der Bibel oder was die Kirche vertritt und die sind so gegensätzlich gegen die Kultur, dass du dich plötzlich an einem Arbeitsort wiederfindest oder im Studium wiederfindest und plötzlich bist du in der Defensive und du musst dich rechtfertigen, du wirst vielleicht gecancelt, Leute haben Mühe mit dir, weil du etwas anderes glaubst als sie, sei das über Sexualität oder wie du das Leben gestaltest oder wie du Ehe siehst oder was auch immer. Und wenn du ein großes Bedürfnis hast, Menschen zu gefallen, dann kann das ein Grund sein, warum du dekonstruierst und gewisse Dinge dann sagst, ja, weißt du, die Bibel meint das gar nicht so oder wir können das halt nicht so sehen, weil du dich anpassen willst an die Gesellschaft. Und da haben wir ein Problem, weil grundsätzlich ist das die Geschichte in der Bibel. Ja. Also das Volk Gottes war immer von Anfang an ein Volk, das anders lebte als die Kultur, die sie umgab. Ja. Und es gab immer Konflikte. Immer. Israel in Ägypten gab es Konflikte. Israel in Kanaan gab es Konflikte. Die Christen in Rom gab es Konflikte. Weil sie anders lebten. Und das gehört zum Leben mit Jesus dazu. Ja. Und jetzt
Jesus selber hat auch, er hat gewisse Dinge geteacht und alle haben applaudiert und sind in Scharen ihm nachgefolgt. Dann hat er andere Dinge geteacht, die nicht so beliebt waren und alle sind abgehauen, außer seine Jünger. Die blieben da. Und dann hat Jesus gesagt, ja, okay, meinen Diener wird es nicht besser gehen, weil ich bin schon ich bin der Meister schon und meinem Dienern die werden noch mehr Ablehnung als ich erhalten. Also wenn du Jesus nachfolgst, dann musst du leider dich damit abfinden, dass es Leute gibt, die Dinge an deinem Glauben sehr anstoßend finden. Ja. Das geht nicht anders. Ja. Das ist zu erwarten, sag nicht ich, das sagt Jesus. Es ist so und damit musst du rechnen. Ja. Es gibt immer auch Menschen, die nicht gläubig sind, die können das gut einordnen. Ja. Ich habe einen Freund von mir, der ist homosexuell, der findet das nicht cool, wie ich über Homosexualität denke, aber er sagt, ich akzeptiere das und ich verstehe mit eurem Glauben, mit eurer Perspektive, dass ihr gewisse Entscheidungen so trefft, wie ihr sie trefft im ICF. Ich sehe es anders, aber ich kann das. Und solche Leute gibt's. Aber es gibt noch viel mehr Leute, die sagen, ihr seid menschenverachtend und sie greifen uns ja aufs Härteste an. Und das gehört einfach dazu. Gewisse Dinge in deinem Bild, in deinem Glaubensleben sind anstoßend für dein Umfeld. Oder du hast hermeneutische Tricks angewandt und die Bibel so geformt, dass sie halt keinen Anstoß mehr gibt irgendwo in der Gesellschaft. Kannst du auch. Aber dann stimmt etwas nicht mit dir, sage nicht ich, sagt der Herr Jesus. Willst du noch da ergänzen? Was meinst du mit dem? Es ist einfach, die Bibel ist voll davon, wo gesagt wird, dass Christen einfach eher auch angefeindet werden. Ich finde es noch auch interessant, dass auch wie in dir das Sexualthema, gerade wenn es um Dekonstruktion geht. Ich habe das auch oft erlebt, das geht darum eben, ja, grundsätzlich Kirche, Nächstenliebe, all diese Dinge ist schon, aber Sexualthema, obwohl das Sexualthema so konstant in der Bibel, Sexualität gehört in eine geschlossene Ehe zwischen Mann und Frau, Punkt. Das ist so immer der Konsens und war auch das Selbstverständnis von Jesus, dass es so ist. Auf jeden Fall wird, sobald eben das dass genau in dem Thema das so ein Anstoß ist und so viele Leute wirklich wegen dem, um in dem Thema ein bisschen sich anzupassen in der modernen Sicht. Ich glaube, das ist kein Zufall. Wenn ich Judas lese, dann ist wirklich, Judasbrief wird das auch schon so gesagt, es kommt an die Zeiten einfach wirklich, es geht um, dass Menschen ihre Lust und ihre ausleben dürfen. Das ist das große Thema, an dem sich alles scheint. Darum ist Sexualität eben nicht nur einfach ein Randthema, sondern das, was die Bibel sagt, eben darum ist es so zentral. Ja, und das ist auch ein weiterer Punkt. Ich glaube, gewisse Menschen wollen über ihr sündhaftes Leben keine Schuldgefühle mehr fühlen. Und dann dekonstruierst du, weil du suchst dir wie ein anderes Konstrukt, in dem du so leben kannst, wie du willst, ohne dass dir irgendjemand sagt. Und mir ist das schon bewusst, wir haben vorhin noch über das gesprochen, dass einem selbst vielleicht nicht einfach direkt auffällt. Ich glaube nicht, dass das, ich möchte jetzt sündigen, darum dekonstruiere ich. Ich denke, das ist eher unbewusst und im Untergrund, aber man will seinen Lifestyle, man will wie man lebt. Man will nicht, in anderen Worten, man nimmt nicht die Worte von Jesus Christus ernst, der sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann bedeutet das, dein Kreuz auf dich zu nehmen, dich selbst zu verleugnen. Nicht dich selbst zu erfüllen, nicht dich selbst zu füllen, nicht du bist der Herr deines Lebens, sondern das wahre Leben findest du darin, Jesus nachzufolgen und dich selbst zu verleugnen. Und viele Menschen wollen die Herrschaft von Jesus Christus in ihrem Leben nicht. Sie wollen es nicht. Das war der große Kampf in meinem Leben. Der große Kampf, das war das erste, als ich Jesus kennengelernt habe, wo Gott mich gefragt hat, möchtest du auf dem Thron sitzen bleiben oder darf ich? Und ich musste mich entscheiden. Und du lebst anders, wenn Jesus Christus auf deinem Thron im Herzen sitzt. Wenn er wirklich bestimmen darf, wie du zu leben hast. Ja. Ja, also das ist sicher ein weiterer Grund. Also ich möchte nicht mehr Schuldgefühle haben in meinem Leben, wie ich lebe. Darum dekonstruiere ich den Glauben. Ich dekonstruiere, was Jesus über richtig und falsch sagt, was er über Sexualethik sagt, was er über
Finanzen sagt. Das ist ein anderer Bereich, oder? Wo wir wollen, Jesus spricht so viel über Finanzen, so viel, was du damit machst, und wir wollen es nicht hören. Ein weiterer Grund ist auch Probleme mit der Bibel. Ich glaube, viele Leute dekonstruieren, weil entweder sie biblische Texte antreffen, die sie verstören, oder ein Gottesbild halt gezeichnet wird in der Bibel, mit dem sie sich nicht identifizieren können oder nicht anfreunden können. Ich denke gerade so zum Beispiel über der zornige Gott, der Gott, der straft, der wir oft auch im Alten Testament, wie auch im Neuen Testament übrigens, aber antreffen. Oder sie lesen irgendwelche Geschichten im Alten Testament, wo Gott halt Dinge tut, die einen kränken oder offenden. Ja. Und die ganz schwer mit unserer Moralvorstellung auch irgendwie vereinbar sind. Genau. Voll, ja. Und ich denke auch das kann ein Grund sein, wenn man dekonstruiert und sagt, ja, dann kann die Bibel nicht die Wahrheit sein, oder es kann nicht, es zeichnet nicht das wahre Bild von Gott. Das kann auch ein Grund sein. Und dann eine letzte ist, ich persönlich, und das kannst du anderer Meinung sein, kannst auch in die Kommentare schreiben, wenn du da anderer Meinung bist, aber ich glaube, manchmal hat Dekonstruktion auch eine geistliche, oder ich würde es jetzt noch ein bisschen krasser sagen, eine dämonische Komponente. Und was ich meine damit ist, es gibt Kräfte in der Welt, die unseren Glauben schwächen wollen. Ganz bewusst. Und ich habe eine Stelle dabei, weil ich möchte das nicht vergeistlichen, aber es gibt eine Stelle, wo Jesus zu Petrus sagt, Simon, Simon, pass auf, der Satan ist hinter euch her. Und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, stärke den Glauben deiner Brüder. In Lukas 22, 31. Also Jesus spricht hier von dem Satan, der hinter den Nachfolgern von Jesus her ist, und sie müssen aufpassen, dass sie den Glauben nicht verlieren. Und was ich spannend finde hier, ich denke, das ist vielleicht eine Einsicht, die uns hilft, auch mit Zweifel, über das wollen wir noch sprechen, wie man mit Zweifel umgehen kann. Hier ist das Wort im Griechischen für verlieren, wenn du den Glauben verlierst, ist das Wort ekleipo. Ekleipo heißt verlieren. Und ekleipo ist das Wort, wo wir das Wort Eklipse, ich glaube, das ist Eklipse davon haben. Also was ist die Eklipse, wenn da die Sonne scheint und etwas, also der Mond ist es ja dann, schiebt sich vor die Sonne. Ja. Und ist ja spannend, oder? Dass aus dem Standpunkt, ich glaube, wir hatten eine. In den letzten Jahren, irgendwann hatten wir doch mal eine. Ja. Das Spannende ist ja daran, dass du von deinem Standpunkt aus scheint es dann so, wenn das vor die Sonne kommt, dass die Sonne nicht mehr da ist. Es wird dunkel. Aber der Fakt ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass die Sonne nicht mehr da ist, sondern etwas ist davor und verdeckt sie. Ja. Und ich denke, dass gerade Zweifel oder Dekonstruktion oft auf Dingen basiert, wo etwas schiebt sich vor Gott. Irgendetwas wird groß und es verdeckt Gott. Es kann eine Bibelstelle sein, es kann eine Frage sein, die Theodizee-Frage, warum Gott Leid zulässt. Es kann sein, weil du mit der Bibel nicht übereinstimmst. Es kann irgendetwas sein, das sich vor Gott schiebt und es nimmt Raum ein, es wird größer und es verdeckt ihn und du hast das Gefühl, es gibt ihn ja gar nicht mehr. Es kann ihn gar nicht geben. Ich verstehe immer, wenn wir sagen, es ist etwas Geistliches, dann klingt das so mystisch und so, aber ich finde schon, die erste Sünde, die passiert ist, zeigt uns sehr gut, wie das Geistliche funktioniert. Es ist die Schlange, die einflüstert, Gott hat das doch so nicht gemeint. Gott will doch nicht, dass du zu kurz kommst. Gott will euch doch nicht weiter einschränken. Ist dein Gott doch nicht so gut etwa. Und das einfach der Feind versucht, mit so Zweifel hineinzukommen. Ja. Ich mache ein Beispiel, wo ich eben wirklich das Gefühl manchmal habe, da kommt der Feind nutzt gewisse Dinge. Und zwar das ganze Thema Religiosität. Das habe ich das Gefühl, wenn jemand zum Beispiel religiös aufgewachsen ist und gewisse Dinge immer nur als Zwang empfunden hat, dann kommt der Feind und
und greift dann gleich alles an. Also der Feind nutzt dann diese einzelnen Dinge, wo du in der Vergangenheit erlebt hast, ja, ich konnte ja gar nicht wählen, ob ich Jesus liebe oder nicht, weil meine Eltern haben immer gesagt, ich muss. Aber dann ist es eigentlich, hat sich Jesus trotzdem immer gezeigt und du hast Jesus auch erlebt und es stimmt auch gar nicht, dass Jesus das alles nur wegen den Eltern war. Aber der Feind nutzt so diese religiösen Elemente in deiner Geschichte und baut die aus und versucht dein Vertrauen in Gott und dein Vertrauen in das, was Jesus bis jetzt schon getan hat, wo du ihn wirklich erlebt hast, wo du wirklich zutiefst in deinem Herzen gespürt hast, doch, Gott gibt es, er meint es gut, du hast Momente in der Worship erlebt, wo du in seiner Gegenwart warst und plötzlich beginnt er alle diese Dinge anzuzweifeln. Und das, glaube ich, das ist etwas Geistliches, wo der Feind versucht, diesen Gott klein zu machen und dich da wegzuziehen von dem. Und das ist wirklich, das ist so dieses Phänomen, wie Gott Religiosität, wie der Feind Religiosität nutzt. Ja, Religiosität und auch vielleicht Fragen. Also mir hat gerade, ich studiere Theologie an der Uni Zürich und ich habe ein Seminar, wo wir über die Verborgenheit von Gott sprechen. Ja. Das ist ein Philosophieseminar und es geht darum, ja, Gott ist verborgen, wir sehen ihn ja nicht. Kann es ihn dann überhaupt geben? Und ich hatte mit einer Mitstudentin gesprochen und sie hat gesagt, sie bewundert Menschen, die im Angesicht der heutigen Zeit, wo wir Kriege rundherum haben, wo das Leid so sichtbar ist von der ganzen Welt in den Medien, wie Menschen trotzdem glauben können, obwohl es so viel Leid gibt. Sie bewundert diese Leute. Weil bei ihr kommt die Theodizee-Frage, die Frage nach dem Leid. Wie kann es sein, dass es Leid und einen Gott gibt, bringt sie nicht zusammen. Und diese Frage ist riesig. Und ich glaube, das ist genau das Ding, dass eine Frage wird ausgelöst und sie wird immer und immer größer und immer stärker und sie schiebt sich vor Gott hin. Aber darf ich eine Klammer auftun? Das ist genau das, was ich meine, wenn man das Gefühl hat, mein Glaube ist erst echt, wenn ich ihn intellektuell verstehe. Ja. Weil die Theodizee-Frage ist eine Frage, wo man am Schluss, jeder, der das wirklich ganz durchdenkt, merkt, okay, es ist eine Pattsituation, ich komme da nicht ganz weiter in keine der Richtungen. Und dann aber, wenn man die Menschen erlebt, die am meisten von der Not betroffen sind oder die mehr leiden, dann ist nichts, dass die Menschen an diesen Orten viel verschlossener sind für das Evangelium. Das müsste ja so sein. Aber es ist eben genau das Gegenteil. Dass Menschen, die wirklich dann in Not sind und so, merken, nee, sie brauchen Gott, sie erleben von Gott eine größere Nähe, als wir das erleben, die eben jetzt das intellektuell versuchen zu erfassen. Und das ist für mich ein Paradox und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das hilft mir auch da, mit dem Leid auch umzugehen, zu merken, hey, oder einzusehen, dem ins Auge zu sehen, es ist eine Frage, warum gibt es Leid, auch in meinem Leben gewisse Leitfragen einfach stehen zu lassen und zu sagen, okay, es gibt Momente, wo ich intellektuell anstehe, vielleicht gibt mir Gott mal eine Erkenntnis da drin, aber die intellektuelle Herangehensweise ist nur eine Art, wie ich Gott sehr eng. Ist sehr eng. Für mich war ein großes Thema der Zorn Gottes. Ja. Das war für mich dieser zornige Gott, der straft, der tötet, das war für mich sehr schwierig. Die Hölle. Und dann war ich in sehr armen Ländern und ich habe Dinge gesehen. Ich war in einem Flüchtlingscamp in Malawi, wo ich mit Frauen gesprochen habe, die aus dem Kongo geflüchtet sind und sie wurden vor den Augen ihrer Männer vergewaltigt. Dann wurden ihre Männer vor ihnen geköpft und sie sind geflohen. Und was mir aufgefallen ist, dass genau diese Leute, bei denen sind genau diese Stellen in der Bibel, wo das Gott Gerechtigkeit bringt, dass er straft, die Schlechtes tun, sind die wollen keinen gnädigen Gott. Für die war es unglaublich tröstend zu wissen, eines Tages wird Gott mein Leid, die Leute werden zur Rechenschaft gezogen. Das war für sie tröstend. Und wir können schon sagen, ja, der Zorn Gottes ist schwierig, aber wir leben in einer Gesellschaft, es gibt in der Geschichte der Menschheit keine fairere, offene, freiere Gesellschaft, die es gegeben hat. Noch nie hat es so etwas gegeben, wie wir heute drin leben. Aber für Leute, ich war in Nepal, wo Eltern ihre eigenen Kinder in die Sexsklaverei verkauft haben.
Und dann kamen sie mit 30 zurück in ihr Dorf und sie starben an HIV. Und niemand hat darüber gesprochen. Ja. Und diese Leute sagen, der Zorn Gottes, dass Gott nicht für immer warten wird und einfach immer, dass es immer so weitergeht, wie wir mit seiner Schöpfung, wie wir miteinander umgehen und dass er irgendwann Menschen zurecht, weil es gibt wirklich böse Menschen. Abgrundtiefe böse. Und das hat meine Sicht nochmal geweitet. Geweitet, was diese Stellen auslösen können bei anderen Menschen, die wirklich wie du gesagt, wirklich durch das schlimmste Leid durchgehen, das man sich vorstellen könnte. Und die waren glücklicher als viele Christen. Das ist noch spannend. Der Gottesdienst, den ich in diesem Flüchtlingscamp erlebt habe, ist der fröhlichste, den ich je gesehen habe. Krass. Ist das nicht krass? Krass. Vielleicht Zweifel und Dekonstruktion. Okay, Ja. weil wir müssen schon noch über Zweifel sprechen. Ist Zweifel grundsätzlich schlecht? Oder wie ist der Zusammenhang? Ich glaube, Zweifel kann sehr gut etwas sein, das vorangeht, der Dekonstruktion. Und ich würde auch nicht sagen, dass Zweifel, wir sehen in der Bibel so viele Menschen, die zweifeln. Und ich glaube nicht, dass Zweifel grundsätzlich schlecht ist. Zweifel ist etwas, das passiv ist. Es passiert dir. Du willst das nicht. Du willst nicht zweifeln. Aber es passiert. Und du findest, das ist eine menschliche, wie sagt man, ein menschliches Gefühl, das aufkommt. Eine menschliche Situation, eine Kondition. Und ich würde nicht sagen, dass der Zweifel grundsätzlich schlecht ist. Aber auf der anderen Seite zeigt die Bibel auch ganz klar, dass nichts Positives kommt aus dem Zweifel. Also mir kommt die Geschichte in den Sinn mit Abraham. Und Abraham ist noch spannend, wird immer im Neuen Testament so als Glaubensvater gezeigt, der geglaubt hat, ohne zu sehen. Und Gott gab ihm dieses Versprechen, dass er einen Sohn bekommen wird. Und das stimmt. Es gibt diese eine Stelle, wo Abraham, einen Vers im Alten Testament, wo Abraham Gott glaubte und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und im Vers nachher zweifelt er wieder am Versprechen Gottes. Gerade im Vers nachher. Ja. Und was passiert aus seinem Zweifel? Seine Frau sagt ihm, hey, das, was Gott versprochen hat, wird nicht passieren. Schwängere doch die Magd. Und was ich so krass finde, ist, dass Zweifel halt, und das macht er dann, er bekommt einen Sohn mit dieser Magd und diese Beziehung zerbricht. Also die Magd wird dann weggeschickt, sie zahlt die Kosten für den Zweifel von Abraham. Und das ist, was Zweifel eben auch passiert. Weil manchmal habe ich das Gefühl, heute sprechen wir so, Zweifel ist schon gut, Zweifel gehört dazu, zweifle nur, das ist Teil der... Ja, fühl dich nicht, es ist keine Sünde, Zweifel ist nicht einfach schlimm. Aber die Frucht von Zweifel ist immer schlimm. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich glaube vor allem, wenn Zweifel um Gott, also du zweifelst an Gott oder an seiner Art. Weil ich glaube, ich finde, gewisse Konzepte anzuzweifeln oder gewisse Denkweisen. Ich finde das völlig okay, oder gewisse Konstrukte, mit denen man immer gelebt hat, die mal ein bisschen anzuzweifeln, so tiefer zu gehen. Das gehört zum Mündigkeitsprozess. Ich glaube, davon sprechen wir nicht. Ich finde, aber wenn wir zu Gott kommen, müssen wir glauben, dass Gott ist, wer er ist. Und dass er gut ist, dass er es gut meint, und daran, das einfach zu zweifeln, dass er dass er dazu steht, was er wirklich gesagt hat, und das da zu zweifeln, ich glaube, da ist es einfach, da ist es dann schwierig, weil dann, wenn dieses Vertrauen, dass Gott es am Ende dann doch gut meint mit mir, wenn das halt weg ist, dann ist die Richtung stimmt nicht, die Grundrichtung, weil dann läufst du grundsätzlich schon mit deiner Denkweise in eine Richtung, okay, wahrscheinlich meint es Gott eben nicht so gut, und dann ist es eben schwierig. Eben gleichzeitig habe ich das Gefühl, oder die Thomas-Geschichte ist natürlich die Geschichte, wie Jesus Zweifler begegnet. Und Thomas hat jetzt nicht gezweifelt daran, dass Gott wirklich gut ist. Er hat aber wahrscheinlich daran gezweifelt, aber steht jetzt Jesus wirklich von den Toten auf, obwohl er es ja gesagt hat, aber stimmt das jetzt wirklich und so. Und Jesus hat immer auch eine Art, in Gnade dem Thomas nochmal zu begegnen. Und das dürfen wir wirklich auch erwarten. Wenn du zweifelst, dann sei in Demut da, okay, Jesus, ich sollte jetzt weniger zweifeln, bitte begegne mir. Und dann ist es eine ganz andere Haltung. Thomas ist nicht weggerannt, ja, glaube ich nicht, erzähl mir keinen Schwachsinn, sondern Thomas' Reaktion war, okay, Jesus soll da sein, ich zweifle,
also gehe ich dahin, ich will es sehen. Ich suche. Thomas' Reaktion auf Zweifel war, ich suche. Darum hat er dann auch eben ist er Jesus selber begegnet und er hat seine Hände in diese Wunden legen können. Ich glaube, das ist wichtig. Ja. Die Reaktion auf Zweifel war, such die Nähe von Jesus und nicht lauf weg von Jesus. Ja, das ist super. Das wäre nämlich gerade meine nächste Frage an dich gewesen. So wie hast du schon mal gezweifelt? Und wenn ja, vielleicht über was? Und was hat dir geholfen? Gerade für Menschen, die jetzt schauen oder zuhören und denken, ja, ich zweifle, ich weiß nicht, wie damit umgehen. Was hat dir geholfen? Ja, also ich glaube auch, oder für mich war es genau gleich. Ich habe dann angefangen, Psychologie zu studieren und habe gemerkt schon, ich muss gewisse Dinge in meinem Glauben muss ich noch mal ein bisschen rangehen und daran arbeiten, auch ein Stück weit gewisse Dinge noch mal hinterfragen. Warum glaube ich und warum glauben andere nicht? Weil ich ein bisschen damit mit dem Verständnis groß geworden bin, wenn alle wüssten, wer Jesus wirklich ist und die Bibel wirklich lesen würde, würde jeder an Jesus glauben. Das war so mein Grundverständnis. So kompliziert ist es ja nicht und Gott ist gut. Und er hat sich mir natürlich auch mein Leben lang schon immer wieder offenbart und ich hatte natürlich dieses Vertrauen auch. Und dann war ich ein bisschen erstaunt, wie eben, obwohl ich Gespräche über Jesus hatte, die Leute nicht überzeugen konnten und das hat etwas schon auch mit mir gemacht. Für mich haben zwei Dinge überzeugt. Erstens, haben mich überzeugt, ich habe gemerkt, jeder glaubt schlussendlich, was er will. Man kommt nie an einen Punkt, wo man sich zu Ende argumentiert hat über den Glauben, Pro und Contra und alle mögliche Theorien abgewägt hat und jetzt zum Punkt kommt, jetzt weiß ich es endlich, es gibt Gott ja oder es gibt Gott nein. Man kommt irgendwo an seine Grenzen und dann muss man sich entscheiden, man glaubt, was er will. Ich mache dir ein Beispiel. Vielleicht existiert alles nicht, was du siehst. Es ist alles nur in deinem Kopf. Alles stellst du dir nur vor. Du kannst das nicht beweisen, dass es nicht stimmt. Das heißt, diese Theorie hast du wahrscheinlich ausgeschlossen und es gibt mich jetzt gerade hier. Aber das heißt, du hast dich dafür entschieden, weil du glaubst es nicht, weil du nicht willst. Und das ist okay. Jeder glaubt, was er will und ich darf und soll mich entscheiden, was will ich glauben. Und jeder Mensch tut das, was will er wirklich glauben. Das war für mich eine Erkenntnis, die mir geholfen hat. Okay, jeder glaubt, was er will, schlussendlich. Das ist eine Entscheidung. Ja, für mich schon. Ja, ich bin zum Schluss gekommen, ja, jeder glaubt und ich bin dann zum Wort gekommen, ja. Ich würde da anknüpfen, weil ich glaube, Zweifel hat die Funktion haben, dass du wie gelähmt wirst und du hast wie das Gefühl, Zweifel passieren dir und du kannst gar nicht damit umgehen, ja. Du hast nichts in der Hand, hast keine Kontrolle darüber und du bist so in einer passiven Rolle und das stimmt nicht. Du kannst ganz bewusst entscheiden, wie du mit deinem Zweifel umgehst. Ja. Und was mir geholfen hat in Zweifelssituationen ist, ich habe mich genau für Dinge entschieden, die eben meinen Glauben bauen. Ja. Und was mir unglaublich geholfen hat, Nummer 1, dass ich in einer Season von Zweifel treffe ich nicht voreilige Entscheidungen, ja. sondern ich warte mal ab. Weil auch gerade zum Beispiel die Theodizee-Frage hat mich sehr beschäftigt. Aber wenn man einfach mal ein bisschen wartet und sie nicht gerade beantworten muss, sie wird auch wieder kleiner. Und es ist nicht so, dass es dann so für immer einfach vereinnahmend bleibt, sondern sie wird auch wieder kleiner. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo es heißt, sei still und warte auf Gott. Sei still und warte auf Gott. Also das so, nicht voreilige Entscheidungen treffen über Gott oder die Bibel oder die Kirche, sondern warte mal ab. Warte ab. Suche die, und dann das andere ist, mache Dinge, die deinen Glauben bauen. Also vertiefe dich ins Wort. Vertiefe dich in deine Zeit mit Gott. Vertiefe dich in deine Gemeinschaft mit Kirche. Weil viele, wenn sie zweifeln, sie gehen aus der Kirche, sie hören auf, Bibel zu lesen, sie hören auf zu beten. Und wenn das passiert, dann hast du nichts mehr, das deinen Glauben baut. Also mach gerade in Momenten von Zweifel, entscheide dich eher, dass du mehr machst, um den Glauben zu bauen. Ja. Wir fasten jetzt dann. Ja. Oder? Wir fasten drei Wochen. Wenn du zweifelst, die perfekte Zeit für dich. Faste hardcore. Richtig. Gib Gott die Möglichkeit, sich zu offenbaren. Und etabliere Dinge in deinem Leben, die dir helfen. Freunde, die stark sind im Glauben. Umgib dich mit denen. Sprech mit ihnen. Unterhalte dich mit ihnen. Und suche Gottes Nähe stärker. Ja. Stärker. Ja.
nicht weniger. Aber das ist das, was ich sehe bei vielen Menschen, dass sie hören auf, das erste, was sie tun, sie hören auf, Bibel zu lesen für sich selbst. Das zweite, sie hören auf zu beten. Das dritte ist, sie brauchen keine Kirche mehr. Und dann hast du nichts mehr, das deinen Glauben erhält oder stärker macht. Ja. Hast du noch ein Abschlusswort? Ja, für mich gehört, dass ich ermutige dich sehr, wachse weiter im Glauben an Jesus Christus. Und das gehört auch dazu, dass du lernst, damit umzugehen mit gewissen Zweifeln. Zum Beispiel auch Zweifel oder Kritik genauso kritisch gegenüberzustehen, wie er kommt, mit der gleichen Intensität. Also dann, und wenn man den Zweifel mal anzweifelt, dann merkt man eben auch wieder, okay, das ist eben auch nicht so stichhaltig, wie er am Anfang klingt. Und ich glaube darin auch zu wachsen, es gehört zum Wachstumsmoment, auch nicht zu schnell aus der Ruhe zu kommen und auch deinen Erlebnissen, wo Jesus dich schon geführt hat, mehr zu vertrauen. Er ist ein guter Hirte und das ist er, auch wenn er dich mal durch ein Tal hindurch führt. Und darum bleib dran mit Jesus, fokussier dich und lass dich von ihm einfach weiter mitnehmen. Für mich, mein ganzer Glaube ist weniger ein Gebäude, das vielleicht dann irgendwann, wenn unten ein Stein wieder nicht mehr stimmt, dass es dann plötzlich nicht mehr aufgeht. Also ich baue meinen Glauben nicht so, sondern ich bin auf einer wunderbaren Entdeckungsreise mit Jesus. Und ich weiß, gewisse Dinge verstehe ich noch nicht, aber ich werde es eines Tages verstehen. Spätestens im Himmel habe ich dann die ganze Erkenntnis, Stück für Stück. Aber Gott ist gut und führt mich da rein. Was für ein Schlusswort. Wir danken dir von Herzen. Hast du zugehört, zugeschaut. Das war Sunday Night on Air. Yay. Schreib in die Kommentare, was du denkst, was deine Gedanken sind. Und und kommentiere, like, subscribe. Wir sehen uns nächsten Monat. Sunday Night on Air!